Commencing Autopsy 3. Time, 2104. 27-year-old female, infected with unknown pathogen. Blood analysis indicates virus. Provisional name is PAX-12. Deceased had traveled in China before returning home 2 weeks ago. That must have been pre-quarantine. Unknown if had contact with livestock, but I can definitely see evidence of insect bites. Deceased had reported coughing and sneezing with a high fever. I'm seeing a nasty rash, some abscesses around the abdominal cavity. Clear signs of immune suppression. Cause of death appears to be catastrophic organ failure. Findings match reports coming out of China. This is highly concerning. The deceased may still be infectious. I'm halting the autopsy in order to notify the authorities. Request a full lockdown of this facility. Effective immediately. Hallo zusammen, hier ist euer Anulu. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Das nennt sich Plague. Das Ziel von diesem Spiel ist, auf die Menschheit ein Virus loszulassen und alle Menschen zu vernichten. Ursprünglich kommt das Spiel aus der ist das Handyspiel und das gibt es jetzt auch als PC. Ich jetzt da mal das Hauptspiel machen. So. Jetzt sieht man hier, man hat hier verschiedene Viren, Bakterien, Virus, Pilz, Neuraxwurm, Parasit, Necroa, Prion, Nano, Biowaffen oder die Affengrippe. Immer wenn man das Spiel auf normal schafft, tut man einen neuen Virus freischalten. Am Anfang hat man einfach Bakterien und die Affengrippe. Wir nehmen jetzt auf einmal die Bakterien. So. Nachher. Moment. Hier, excuse. Man tut nachher auch, wenn man jedes Mal, wenn man das Spiel gewinnt, egal auf welchem Modus, tut man nachher einen Scan freischalten und man kann einfügen. Also ich habe jetzt da schon einen Landbonus. Man tut einfach die Ausbreitung über Land ein bisschen erhöhen. Trockenbonus. Und nachher habe ich hier noch tun wir auch mal etwas anderes rein. Ich glaube, wir machen mal das da hier. So. Also dann würde ich mal sagen, so weiter. Wir machen es jetzt auf einfach. Ihr seht, niemand wischt sich die Hände, Forscher arbeiten nicht und Kranke werden nicht in die Arme genommen. Also Forscher arbeiten nicht, das ist Blödsinn. Hat jetzt also noch nichts gemerkt davon. Auf normal die sich einfach ein bisschen mehr Menschen die Hände waschen. Forscher arbeiten 3 Tage in der Woche und Kranke werden ignoriert. Auf brutal. Oder wir kann auch noch auf mega brutal. So, wie gesagt, wir machen es jetzt mal auf einfach. Es ist schwierig genug. Das Spiel jetzt sicher aber schon 20 Mal gespielt. Gewonnen habe ich vielleicht 4 Mal oder so. Und immer wenn ich versuche, immer wenn ich merke, so ist es jetzt gegangen, und ich in der nächsten Runde noch einmal probieren, so zu machen, funktioniert es nicht mehr. Darum seid mir nicht böse, wenn es nicht reicht. Und hauptsächlich seht ihr mal, um was es so geht in diesem Spiel. Das Spiel gibt es übrigens bei Steam zu kaufen. Es ist, glaube ich, etwas um die 20 €. Und es macht für 2 Stunden macht es mega Spass. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Da kann man Zeugen benennen. Ich nenne meine Seuche gerne Schnäppizack. Ja, wieso ist egal. Voilà. So.
Also gewinnen musst du dich weiterentwickeln und dich auf die Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Auf OK. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Ränder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke auf die Startblase zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. So. Anfangen kann man jetzt, wo man will. Das ist die ganze Weltkarte. In der letzten habe ich viel zu Grönland angefangen, weil viel ist nachher an dem gescheitert, dass ich die ganze Welt infiziert habe, aber einfach Grönland hat nicht wollen, darum habe ich viel zu Grönland angefangen. Aber ich glaube, wir fangen das mal in China an. Zack. Jetzt sieht man Junger. Der Schneebizack hat die ersten Menschen infiziert, Status schwach und nicht spezialisiert, mit DNS-Punkten weiterentwickelt, um mehr Menschen zu infizieren. Wenn man jetzt so ein Ding nimmt, seht ihr hier unten links, das sind nachher die Entwicklungspunkte, die man hat. Man sieht hier überall die Verbindungen, die sie haben mit dem Schiff, mit dem Flugzeug. Hier oben kann man schneller, langsamer oder auf Pause. Dann tue ich auf Pause, dann kann ich euch mal das Krankheitsbild zeigen. So, das wäre jetzt der Virus. Ja. Da sieht man die Statistiken, das Startgebiet, der alles hat, die Infektivität, Schweregrad und Letalität. Und nachher hier hat man, da kann man nachher die Übertragung machen, also zum Beispiel Sachen wie erhöhte Ansteckungsgefahr in trockenen Gebieten, sowie Übertragung in Flugzeugen oder Übertragung über Schiff, Moskitos und. Da hat man die verschiedenen Symptome. Das entzündet die Magenschleimhaut. Und dann sieht man immer, wie weit das würde sich entwickeln würde. Die Fähigkeiten, die braucht man nachher für den Erreger resistent zu machen, für verschiedene Klimabedingungen oder hier auch gegenüber, dass die Forscher ein bisschen langsamer dran haben zum Forschen. Machen können wir noch nicht gross, da wir noch zu wenig DNS-Punkte haben. Gehen wir jetzt mal weiter. Nachher mit der Zeit nachher da immer wieder so Dinger aufploppen, die muss man nachher nehmen und dann geht es nachher wieder so Schnäppchenzacke im Prinzip auszubreiten. Und weiterentwickeln es dann. Voilà. Das jetzt noch im Sort ein bisschen auf schnellen Vorlauf. So, seht ihr, berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte, das wäre nicht die da. Zerplatze zufällig auftauchende orange DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Voilà, die wir noch zack. Hast du gesehen? Geht losgehen. Voilà, nein, jetzt sollte ich wieder ein bisschen warten. Die ersten paar Minuten sind aber ein bisschen langweilig, bis er sich auch ein bisschen ausbreitet hat. Ja, es ist auch noch eine Alpha-Version, zwischendurch hat es ein bisschen Deutsch- und Englisch-Schwierigkeiten. Aber man kann ein bisschen mehr über die Länder erfahren. Den haben wir jetzt noch. Dann tun wir heute setzen sie ein, um Schnäppchenzacke weiterzuentwickeln. Wir auf Pause, dass wir kein Aufploppen-Ding verpassen haben. So, was machen wir jetzt mal? Ich fange am liebsten an mit der Übertragung. Und zwar am liebsten einfach mal entweder Schiff oder Flugzeug. Ich nehme jetzt mal Schiff. Zack. Seht ihr, da kann man dann nachher auch Stufe 2. Weil hier gibt es nachher noch eine Stufe 3. Symptom lassen wir noch heute sein. Wir machen jetzt mal weiter. Ein bisschen auf schneller Vorlauf. Der Plug ist ein hyperrealistisches Modell der Welt. Plane deine Strategie und entwickle deine Krankheit, indem du DNS-Punkte entsprechend verteilst. Schnäppchenzacke hat Hunderte in China infiziert, was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen Gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Wir warten jetzt aber noch heute. So, 16 Punkte. Pause. Die schauen, was machen wir. Wir machen jetzt wieder Übertragung.
sowie Mutationschancen. Machen wir, nehmen wir, zack. Ich kann jetzt schon ein Symptom machen, ich glaube, da warte ich noch heute. Die tut sich dann viel gerne selber ein bisschen entwickeln. Darum kann man sich das da die ein bisschen sparen. Blub. So, jetzt haben wir schon wieder 20, das heißt wieder auf Pause und wieder nächste Übertragung. Ich glaube, wir machen gut. Organismen können sich über Blut-Blut-Kontakt ausreichend erhöhte Ansteckungsgefahr von allen armen Negeronen, Regionen sowie Mutationschancen. Nehmen wir dazu, tun wir noch, zu wenig. 11 braucht es nachher, okay? Tun wir wieder weitermachen. Noch bis 1 Punkt. Komm, gib mir den. Schönen Moment. Pause, Fähigkeiten. So, Erreger werden resistent gegenüber Antibiotika Klasse 1 und 2, erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Nehmen wir. Und weiter geht's. Südostasien wurde infiziert. Eine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatze die rote Blase für Buenos Aires. Peng. Ja, das nächste Land. Indien. Menschen kranken immer schneller. Schön. Ja, ist mal etwas anderes. Das ist mal ein Spiel, was darum geht, Menschen zu vernichten. Das ist wirklich mal etwas Neues. Etwas anderes als immer müssen zu retten. Kann man sich auch mal den anderen Weg austoben. He? Jetzt kann sie sich aber dort mal ein bisschen verbreiten. So, Russland hat sie auch verwünscht. Infektionsblasen erscheinen, wenn ein neues Land infiziert, das zerplatzen sie für zusätzliche Blablabla. Nehmen wir Bacillatoner. Schnäppizek hat das Anämie-Syndrom ohne DNS-Punkte mutiert weiterentwickelt. Seht ihr, das habe ich jetzt eben gemeint. Jetzt hat es sich weiterentwickelt. Das hätten wir jetzt so. Zum Glück haben wir das gespart. Zack. Infiziert mehr steuern die Ausbreitung, Übertragungsmerkmale, blablabla. Jetzt sind wir auf Pause. Schauen, ob wir schon wieder etwas können bei der Übertragung machen. Ich hätte mir zuerst gerne 16, wow, 23 der Seite. Dann nehmen wir doch den, oder? Übertragung in Flugzeugen. Voilà. Und wieder schneller Vorlauf. Habt ihr gesehen? Das ist das Flugzeug auf Japan. Da sieht man auch den Strich, wo es hergekommen ist. Rechts, welche Länder nicht infiziert sind, noch nicht. Schnäppizek hat mehr als Tuberkulose. Sie schreiben dann auch, was für einen Schweregrad es langsam hat. Seht ihr, das ist das Schiff mit der Krankheit unterwegs. Woher geht's? Tack. Ping. Merci. Ui, jetzt gibt's Gas da, Wir sollten drauf langsamer. So. Seht ihr, wie das überall verteilt. Da ist schon wieder ein Schiff unterwegs. Kommt gegen Australien. Hoi. So. Jetzt nehmen wir den nächsten. Wir können jetzt hier hin. Armen Regionen sowie Mutationschancen. Nehmen wir. Sieht jetzt davon aus bei Symptomen. Seht ihr, hier hat sich von selber entwickelt. Ein Rückgang der roten Blutkörperchen oder des Hämoglobins im Blut kann Sauerstoffmangel in den Organen hervorrufen. Seht ihr, China ist schon Ceylan-Tonner. Ja, schon fast ganz China infiziert. Da kann man auf das Land klicken, schauen, wie viele das schon infiziert sind, wie viele Tote das schon gegeben hat. Wenn man klickt auf die Welt, dann sieht man, noch kein einziger Toter, aber schon viele Infizierte. So, wieder 21. Heute schauen, ob wir schon wieder etwas Neues übertragen können. Braucht er schon 25. Ja, das steigt natürlich nachher auch immer. Ja.
Also warten wir bis 25. So, schon haben wir es. So sind wir bei 30. So. Das braucht nachher auch 30, okay. So, und weiter geht's. Also schön im Verteilen, da, schön im Verteilen. Könnt ihr ein bisschen schneller Vorlauf. Jetzt hat er schon wieder etwas notiert. Hämophilie. Hat er während einer Untersuchung fand ein Arzt in Südostasien eine neue Krankheit namens Schneebizeck. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Hat er schon, ist er. Schon hat man es gemerkt. Obwohl gestorben ist noch kein einziger. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Schneebizeck hat mehr Menschen infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Das doch gut. Zack, zack. Zack. Seht ihr? Startet Arbeit an Heilmitteln. Das wäre nachher hier Jogger. Da sieht man nachher die Entwicklung vom Heilmittel. Das heisst, ich sollte da mal ein bisschen Gas geben. So wie erhöhte Ansteckungsgefahr. Nehmen wir. Wie viel habe ich noch übrig? 7. Wie viel braucht nachher das? 8. Kalte Temperaturen. Zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Könnte man nehmen. Und weiter geht's. Ja, du bist der Bau. Da kann man ein paar Blasen, aber da muss aufploppen. Die Schweiz ist noch nicht. Die Schweiz ist noch nicht. Die Schweiz allein kann man nicht anklicken, das ist Zentraleuropa. Ah, schau da, Grönland hat es genommen. Halt, das geht jetzt gerade ein bisschen schnell. He? 36. Dann warte ich jetzt mal. Ich will wieder hier zu tun. Hier. Feuchten Gebieten. So. Nach Symptom könnte man mal etwas selber machen. Was ist das? Nicht tödlich wollen wir eben noch nicht machen. He? Weniger produktiv, das nehmen wir doch, oder? Vermeiden Behandlung und kooperieren nicht mit anderen, das nehmen wir auch noch. Kann tödlich, das wollen wir eben noch nicht, wir wollen ihn noch nicht tödlich machen. Und je tödlicher das er ist, desto schneller wird er eben dann angeschaut von den Forschern. Lieber zuerst alle infizieren und dann nachher schnell tödlich machen. Wandelnde Tote, Symptome, Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für Schneebizeck arbeiten, sind weniger produktiv. Hehehe. Da gut. Nehmen wir, Gielen, nehmen wir. Ausschlagsymptom. Das ist sich da fast selber im Entwickeln. Schon wieder 62. Hey. Übertragung. Nehmen wir. Dann der dritte hier. Hehehe. So. Jetzt noch Fähigkeiten. Kalte Temperaturen. Nehmen wir. So. Was ist das da? Nehmen wir auch noch gut. So, und weiter geht's.
Oh ja, jetzt kommt sie, da hat Heiland-Donner. Jetzt explodiert er richtig. Ausser einfach Afrika. Scheitert jetzt der Afrika. Ah, kommt. Aber Amerika will noch nicht. Okay, müssen wir noch etwas machen. He? Und zwar Übertragung. Ansteckungsgefahr, Landübertragung. Nehmen wir. Ländlichen Gebieten sowie Mutation. Nehmen wir. Und weiter geht's. Vielleicht bringen wir dann den Rest noch ein bisschen her. Innere Blutung ohne DNS-Punkte. Schön. 3% sind auf dem Heilmittel. Tod ist immer noch kennen. Verschieft Hälfte Ein- und Ausreisebewilligung. Ja, das ist ein bisschen spät. He? Erster Todesfall, schau da. Bolivien. Jetzt muss man das schon fast schnell schauen. Urbane Regionen, ne? Ansteckung ländlichen Gebieten, ja, wir müssen fast das nehmen. Dass wir da hier oben noch zutun können. Die Hoffnung, es nimmt. Ah, kommt langsam. Heilmittelresistenter, okay. Übelkeitssymptom mutiert. Schön. Wieder ein bisschen Pünktchen gespart. Jetzt haben wir fast die ganze Welt infiziert. Jetzt können wir nicht tödlich machen. Jetzt können wir es dann kehren, das Spiel. Verstärken das Auftreten von Vogelwanderung. Sie fürchten, dass die Vögel Krankheiten zwischen den Ländern verbreiten können, wenn sie infiziert sind. Ja, das ist ja so. He? Ja, die flog auch vorher zu. Da heute ist doch gerade das Flug geworden. So, jetzt können wir es dann kehren. Jetzt können wir auf Pause tun, nicht vergessen. So, jetzt machen wir nicht tödlich den Kieb. Und zwar. Man kann tödlich sein, okay? Die schauen, da ist. Ui. Gut, nehmen wir das. Nachher. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Das wäre dann schön. 27, okay. Schnäppi zeigt mehr als 74 Millionen Menschheit dahin gerafft hat. Schlimmer als die Pest. Oder? Zysten mutiert. Schöner Moment. Alles gratis Mutationen nehmen wir. Uli sich schnell mit dem Heilmittel. Ui. Das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Jetzt gesagt, da hier. Kann tödlich, muss aber nicht. Wir versuchen jetzt gleich ein bisschen so durchzubringen. Ja, schon 25%. Soll noch einer sagen, in der Beschreibung Forster arbeiten nicht. He? Hat er noch nichts gemerkt. Ja, ist schnell, dass die arbeiten, der Dummer. So, jetzt ist die letzte infiziert. Das heisst, wir können die Übertragung eigentlich alles zurück tun. Aber es geht eben immer nur gegen 2, das ist ein bisschen
Ist ein bisschen sehr, sehr schlechter Deal, aber immerhin gibt es ein bisschen Punkte. Wo da die letzte Person infiziert ist, müssen wir nicht mehr übertragen. Also das ist auch mal irgendwie meine Logik. Wenn es wenigstens die Hälfte gäbe, was du investiert hast. Wäre das noch schön. So, dafür können wir nachher noch ein bisschen... Was da hier ist deutlich schwerer zu heilen. Eine schwere Emotions- und Verhaltensstörung. Ich hätte aber lieber noch etwas, was tödlich ist. Verursachen verweste Leichendienern weiter als Übertrager. Das klingt aber auch nicht wirklich tödlich. Aber wir nehmen jetzt das. Und weiter geht's. 120 Millionen. Schlimmer als die spanische Grippe. Los Gripos. Die wir heute wieder ein bisschen Schnellspur. 300 Millionen gestorben. Das wird knapp, das wird knapp. Da hat er schon 50%. Jetzt muss ich etwas machen. Fähigkeiten. Senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Ein Punkt, dann kann man wieder etwas nehmen. Ja, der Punkt ist schon gekommen. Heilmittel dauert länger. Jetzt versuchen wir nur die noch robust zu machen. Gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Brasilien sendet Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Schneebeizeug zu beschleunigen. Zerplatze blaue Blasen und zerstöre ihre Forschung. Also solche da. Blaue Heilmittel erscheinen, Forschungsteam aus Brasilien das findet, zerplatze sie, um ihre Forschung und Entdeckung eines Heilmittels zu verzögern. Ping. Weg. So, wieder auf Pause. Schauen, ob man etwas machen kann. Regerstamm. Haben wir? Nee. Und weiter geht's. Und schauen, die dahergerafft werden. Die Karibik versinkt aufgrund von Schneebeizecken als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Der drin das zählt und zählt und zählt. Die schauen, ob man noch ein bisschen giftiger machen kann. Symptome. Wie viel braucht er? 25. Okay, warte in Ordnung. Und 25. Schwerer Munition, Rotstörung, deutlich schwerer zu heilen. Zick. Und weiter geht's. Sieht nicht schlecht aus, so kann es länger wieder rein. Aber ich jubel nicht zu früh. Oh, sieht wirklich gut aus. Also es ist... Ui. Vollständig analysiert. Durchbruch würde der Suche nach einem Heilmittel helfen. Ui, was ist das?
Wieso bekomme ich jetzt keine Punkte mehr? Kann ich noch irgendetwas geben da hier? Nehmen wir noch da. So. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es reicht. Machen können wir nicht, wir können mal zu, dann machen wir schnell Vorlauf. Das wird länger. Und wie das reicht. Oh, das geht nicht sein, oh, nicht sein, oh, nicht sein. Keine Millionen. Ah, das reicht. Schnäppi-Zack wird Menschen vernichten. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Jetzt haben wir sie gerade vernichtet, die Käben. So, da die letzten 10, 8, 5 und Sieg. Schnäppi-Zack hat erfolgreich alles Leben auf der Erde ausgelöscht. So, Welt vernichtet. 546 Tage haben wir gebraucht. 43% sind sie weggekommen. Schön, voilà. Seht ihr, das war's jetzt schon. Jetzt ich kann eigentlich noch heute, eben, man kann jetzt alles noch nachschauen, wie das Ganze gegangen ist, aber wir haben es ja gesehen, machen wir jetzt nicht noch einmal. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir es noch einmal mit einem anderen Virus. Merci vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Tag. Ja, Nulu. Tschüss zusammen.